Be okay, bye. Ich bin hängen geblieben. A few moments later. So, bin im Urlaub-Video aufgenommen. Jetzt werden wir dann ein bisschen umeinander schnipseln. Und dann endlich Urlaub und weg von dem Scheißkasten. Grüezi, fix nochmal. So. Ja. Oh, fuck. Habe die Ehre miteinander. Ich bin's, der Birger. In kurz, Sommerpause, Schluss. Bin wieder da. Und ich hoffe, ihr natürlich auch, weil jetzt geht's wie gewohnt weiter mit Livestreams jeden Montag und Micker auf YouTube. Ja, nur YouTube. Nix mehr Twitch. Falls du nicht weißt, warum, schaust mein Video dazu. Was hab ich so drin im Urlaub? In der ersten Woche habe ich mit bestem Willen versucht, mich fern von diesem Kasten zu halten. Dann habe ich 100 Stunden in Baldur's Gate 3 geschissen. What am I doing with my life? Keine Sekunden davon bereue ich. Zweite Woche sind wir Gott sei Dank doch noch spontan eine Woche in Urlaub geflogen und haben nichts da, außer gefressen, geschlafen, geschnorchelt und unfassbar viel Pina Coladas gehandelt. Halt, stopp! Ejaculada. I like Ejaculada! And jerking off in the rain. Haben wir einen Podcast gelernt. Und in der dritten Woche habe ich, glaube ich, so viel Reisschirm gezogen wie in den letzten 3 Jahren nicht. Da weiß ich nicht mehr recht viel. Muss gut gewesen sein. Und zack, 3-4 Wochen, puff, paff. And it's gone. Wird das sowieso ist, aber da unterhalten wir uns morgen im Stream ein bisschen genauer drüber. Viel wichtiger ist die Frage, was tun wir demnächst? Natürlich geht's jetzt dann wieder weiter mit unserem Podcast, mit einer ganzen, kompletten, wöchentlichen Folge. Wer den übrigens noch nicht kennt, Speziwirtschaft ist auf einem anderen Kanal. Los geht's, Abo, bla, was es selbst ist. Und wenn wir gerade bei Livestreams waren, die alljährliche kleine Vorschau, was tun wir da so? Schon im Dezember kommen ein Haufen neue Spiele, zum Beispiel Lies of Pike. Das ist sowas ähnliches wie Dark Souls oder Elden Ring. Und ob unser allseits geliebtes Mr. Gamepad endlich dann da mehr aus dem Fenster fliegt, wir werden sehen. Du gibst mir ihren Job. Dann kommt noch Payday 3, der zweite Teil war sehr beliebt und der dritte Teil wird hoffentlich auch gut und ist vielleicht was für ein Community-Zock. Aber natürlich fangen wir in der ersten Woche mit einem der wahrscheinlich meist erwartetsten Spiele des Jahres an, Starfield. That's why we're here. Main engines go. Ignition. To discover what's out there. Good luck, Constellation. You are go for launch. Schauen wir mal, wie stark und gleichermaßen Lind Bethesda diesmal eingeschissen hat. Für die, die nicht wissen, was das überhaupt ist, das sind die Skyrim und Fallout gemacht haben. Dann haben wir noch einen Lieblingsmonat. Horror Oktober incoming! Da habe ich auf meiner Hassliste auch einige stehen, zum Beispiel A Layers of Fear Remake. Das war eines der ersten Horrorspiele, die wir vor über 5 Jahren daherin gespielt haben und da war sogar die Birgerin dabei. Und vielleicht kommt ja die wieder mal als Special Guest. Dann haben wir noch Amnesia the Bunker und ein ganz kurzes Spiel, von dem aber sehr viele Leute sagen, es ist eines der schlimmsten Sachen, die sie jemals gespielt haben, From the Darkness. Da kriegt man Plastikunterhosen direkt Visage und Madison-Vibes und ich freue mich ganz brutal drauf. So gegen Ende des Oktobers kommen dann nur ein paar Sachen raus, wie zum Beispiel Alone in the Dark und vor allem Alan Wake 2. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. This story is a monster. And monsters wear many faces. Zieht sich der Horror-Oktober heute bis in November ein. Ganz blöd gelaufen. Nach dem Monat des Todes brauchen wir dann bitte irgendwas Dummes oder was Buntes oder irgendwas mit Katzenbabys. Da schauen wir uns dann City Skylines 2 an und ein neues Call of Duty Modern Warfare 3 kommt da. Und ich hoffe und wir beten zum lieben Gaming-Gott, dass diesmal die Kampagne nicht dass hier ein Haufen Putenscheißdreck ist, wie die letzte. Und falls doch, der Ringi, der wird dann schon wissen, was zum tun ist. Halt, stopp! Wir haben noch jetzt. Ich hab euch vor der Sommerpause gefragt, was für euch so das Highlight in der aktuellen Season war. Und da ist sehr oft das Gleiche gefallen und genauso sag ich das auch. Ja, das heißt also,
Ich werde nicht drum rumkommen, dass ich mir eine PlayStation 5 und eine Capture Card besorge. Und ihr werdet nicht drum rumkommen, mir Gamepad, Kacknoob und meinem Kartoffel-Aim zuzuschauen. I walk through the valley of the shadow of death, and I fear no evil, because I'm blind to it all in my mind. What are you doing, kiddo? I'm gonna find, and I'm gonna kill every last one of them. Oh, holy shit, hab ich Bock und freu mich auf das. Halt, stopp, das war's halt immer noch nicht. Selbstverständlich stipselt mein gemütliche Wochenendstreams ab und zu mal wieder Nippelklötze zusammen. Und dem Warhammer Bastel-Universum widmet wir uns auch wieder. Ich bin euch immer noch den Dreadnought schuldig, den ich euch letztes Jahr im gleichen Video schon angekündigt hab. Birge, du fauler Fettsack! So, wenn das bis mindestens Weihnachten nicht genug ist, ja, dann weiß ich auch nicht. Übrigens, wer immer noch nicht bei mir im Discord ist, der sollte das mal tun. Link ist in der Beschreibung. Warum? Ich poste jeden Sonntagabend, was man mir die kommende Woche deren Montag und Mittwoch, und so kriegst du auch mit, wenn außer der üblichen Geschäftszeiten ein Stream stattfindet, am Freitag oder Samstag, kriegst du das mit. Das wird nämlich da drin auch angekündigt. Und vor allem auch, was wir deren, was wir spielen, was wir immer deren. Was weiß. So, Schluss jetzt! Abo da lassen und vor allem die scheiß Glocken aktivieren. Kriegst du nämlich eine Benachrichtigung, wenn ich auf YouTube live gehe. Merci da dafür. Und was auch mal überhaupt nicht schaut, habe ich gehört, den Like-Button zu liebkosen. Ein Dankeschön fürs Zuschauen, ein Dankeschön fürs immer noch dabei sein und ein Spezial-Dankeschön an alle meine YouTube-Mitglieder, die auch immer noch dabei sind. Und ich schleiche mir jetzt, wir sehen uns morgen 20 Uhr im Livestream und natürlich auch in den kommenden Livestreams. Wenn nicht da ist, schlägt damit ganz klassisch seine kleine Schwester und ich schleiche mir jetzt bis morgen. Habe die Ehre!